Der Chris macht Schluss mit der Sarah und schlaft wieder daheim. Und derer gefällt das aber gar nicht. Ein Gregor, sein preußischer Stiefsohn, macht ihm wegen den schwere Umstände und stört ihm eine und sagt ihm seine Freundschaft auf. Danach bringt er an Philipp das Preiseln bei, weil der hinter einem preußischen Weibertsheer ist und sie für seine bayerische Redweise geniert. Es stellt sich aber raus, dass derer das Bayerische viel besser gefällt. Der Gregor möchte mit seiner Alten auf ein Wulzfestel gehen und zieht für das eine uralte Lederwichs an. Da ist er aber viel zu fest dafür und kann sich nicht mehr rühren und auch nicht mehr rausschlürfen. Drum muss nachher sie ihm die Hosen mit der Schar von Leib überschneiden. Der Gerstl kauft sich einen Charivari, der wo blärt als wie eine Katz. Den verschmeißt er aber und er landet im Kasten mit den Glasscherben. Da blärt er auch und die Feuerwehr muss ihm rausfischen. Der Pauli probiert als Raucher und findet, dass das greislich schmeckt. Der Martin sieht das und meint aber, er müsse ihm das nur austreiben. Drum raucht er ihm eine sinteierne Zigarre vor, also dass die ganz stumm stinkt. Dem wird der Gestank zu viel und er macht sie davon. Und er selbst kriegt einen schlechten Magen. Der Mike fährt mit seiner Holzheiderin zu einem Goldschmied, wo sie einen Ring für die Holzert selbst schmieden können. Im öffentlichen Streitgespräch für den Wahlkampf zieht Rosi den Kürzern. Ihre Gspusi findet aber raus, dass das Zwiefel an Flori das mit der Bundesstraße gesteckt hat. Und das sagt der dann nachher auf den Kopf zu und vor die Leute.